Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Und die will uns noch was Eine erzählen. Gabe für euch, Säkula. Öffnet eure mächtigen Kiefer und nehmt euren ehemaligen Diener als Fleisch an. Er soll euch nähren. Wir sind mächtig, Vater Hai. Wir schlagen ohne Furcht und ohne Gnade zu. Nimm das Geschenk als Zeichen unserer Macht. Nee. Ihr fallt hier weiterhin aus dem Rahmen. Ja, und reizend, dass so Priesterin sich dann widersetzt, obwohl die eigentlich genau weiß, dass sowas passieren kann, aber egal. Es ist schön, dass ihr gekommen seid, um mit mir zu sprechen, bevor ihr aufbrecht. Der König hat mir aufgetragen, euch Anweisungen zu geben, wie ihr die Basis vom Prinz erreichen und betreten könnt. Das Hauptquartier vom Prinz befindet sich am anderen Ende von der Stadt, in einem Raum mit zwei großen Tore. Vor langer Zeit ist Säkula dort erschienen und hat dort mehrere tausend Ungläubige umgebracht. Er hat verkündet, dass es kein Heretiker mehr möglich sein solle, die Stadt zu betreten, und hat die Tore versiegelt. Er hat seinen Zahn über die Tore platziert, sodass man sie öffnen konnten. Später sind die Drow gekommen. Wir haben die Stadt mit Hilfe ihrer mächtigen Magie gestürmt. Sie wird von einem mächtigen Magier angeführt. Er entriss den Zahn unserer aufmerksamen Wache, um uns an einer Verfolgung zu hindern. Der Magier hat im südwestlichen Teil von der Stadt ein Gebäude errichtet. Er wurde getötet, aber die Anlage gibt's immer noch. Säkulas Zahn befindet sich dort drin. Er ist nicht unbewacht. Wir benötigen ihn nicht wirklich, aber wir reisen durch den Ozean. Aber ihr benötigt ihn. Sucht das Bauwerk von The Drown, überwindet die Wache und beschafft euch den Schlüssel. Ja, dann werde ich das wohl machen müssen. Ausgezeichnet, da will ich gleich zum nächsten Punkt kommen. Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Unser König ist verrückt, das habt ihr sicher bei der Audienz erkennen können. Er ist das Ergebnis von schlechter Zucht. Wie schon sein Vater hat er viel zu viele von uns getötet oder ins Exil geschickt. Erinnert so ein bisschen an die Targaryens, ne? Mit ihre König überzüchtete Inzester und wahnsinnig. Unser Zahl ist so stark geschwunden und unsere Blutlinie ist so dünn geworden. Wir müssen das zurückerhalten, was uns genommen worden ist. Der Prinz Willi, der Anführer von der Rebellen, der sich außerhalb von der Stadt aufhält, ist unsere einzigste Hoffnung. Mit dem Prinz auf dem Thron wären wir wieder stark und wir könnten wieder gegen die Elite und die Drow kämpfen. Ich stehe mit der Rebelle in Verbindung und die Zeit, um zuzuschlagen, ist Kummer. Was sagt ihr, Halbling? Sicherlich empfinden ihr unserem verrückten König gegenüber keine Loyalität. Helft uns zu überleben oder wir werden von den Bewohnern vom Unterreich überrannt. Der König hat mal Belohnung angeboten. Was bietet ihr? Ich selbst kann euch nichts anbieten und ich weiß, dass euch die Verbannte über wenig Gold und Magie verfügen, die sie euch als angemessene Belohnung anbieten könnten. Trotzdem bitte ich euch, dass ihr mit dem Prinz sprecht. Vielleicht hat er sich schon Gedanken über Belohnung gemacht. Ich flehe euch an, Halbling. Lassen es nicht so, dass unser verrückter König mein Volk zerstört. Naja, ich will jetzt mal so sagen, also wenn ich jetzt mal Nutzer draus ziehe wollt, würde ich sagen, besser die Shaogin attackieren's Unerreich, als dass sie auf dem Meere plündern. Von daher, ich werde machen, was sie will. Gut, hier ist die Kugel. Wenn ihr es in eurem Gepäck aufbewahren und die Stadt der Höhle verlost, wenn er von einem Verbannter angesprochen wäre, der euch zum Prinz bringen wird. Ich bete, dass ihr und der Prinz euch einig werden könnt. Für das Wohl von meinem Volk. Und jetzt gehen. Möge Säkula euch behüte. Oh, jetzt haben wir hier was gekriegt. Kugel der Rebellen. Diese Kugel wurde euch von der Shaogin Hohepriesterin des Königs übergeben. Ihr könnt sie verwenden, um eine Audienz beim Rebellenprinz zu erhalten, indem ihr die Kugel zum Lager der Rebellen bringt. Okay, und was hat die Geopferte noch bei sich? Gucken wir doch gerade mal. Ja, so ein popliche Trank der Einsicht. Naja, verticken können man bestimmt, einen Trank. So, jetzt gehen wir aber doch nochmal rum, um das hier uns anzugucken noch, damit wir das erforscht haben. So. Ja, du Wutzevieh. Was können wir da noch? Das können wir nicht verkaufen, aber dann können wir für 240 noch verticken. Lohnt sich doch immer wieder hier die Leiche zu flattern. Ja, das stimmt mir auch zu. Okay, jetzt haben wir ein schönes optionales Gebiet. Da haben wir gegen den Ettin gekämpft. Da liegt er auch noch und hat nichts bei sich. Ja, wie gesagt, das ist schon ein schönes optionales Gebiet, was man ansonsten verschnarcht hätte. Das ist etwas schade drum. Leibwächter vom Shaogin-König. Wenn ihr vorhabt, an die Stellverband zu gehen, Oberweltzwerg, dann seid gewarnt. Das ist kein eigentlicher Teil von der Stadt der Höhle. Hier liegt der alte Ort der Dunkelelfe mit so vielen Falle, dass es reicht, jeden ins Maul von Vater Hai zu schicken. Wir treten so wegen die Gefahr. Ja, müssen wir ja wohl, ne? So wie es aussieht.
Und da kommt auch die Architektur der Drow wieder zum Vorschein. Ich kümmere mich drum. Also das werden wir auch später noch mal sehen. Ja, wir werden es auf jeden Fall mit Drow zu tun haben, weil die haben ja schon in der letzten Episode gesagt, unser nächstes Ziel wird wahrscheinlich das Unterreich sein. Was wollt ihr, Und wir haben es ja auch schon in der Zauberfeste gehört, dass auch Irenicus in die Unterwelt durch das Portal geflohen ist. Von daher, das passt ja irgendwie alles. Von daher, also das Unterreich wird unser nächstes Gebiet sein, noch den hier. Dann machen wir erstmal die Schwertspinne platt. Also die Schwertspinne waren in Baldur's Gate 1 noch sehr mächtige Gegner. Und hier sind es einfach nur so poplige Gammelgegner. 9 Goldmünzer, der Waldschrat bei sich und der 57. Das könnte man noch besser. 188.887 Münze haben wir jetzt. So. Wenn es denn sein muss. Und wir schleichen uns immer nur Stück für Stück voran. Ja, das sieht man noch hier, dass da Fenster eingebaut sind. Also es geht schon in die Tiefe, die Baukunst der Drow. Okay, ich sollte mich etwas zurückziehen nochmal, damit ich mich hier nochmal richtig verstecken kann. Weil ich traue dem Brote nicht so wirklich. Na, Abdel Adrian, du wirst dich jetzt wohl noch verstecken können. Gehen wir durch in die Schatterei. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Geht doch. Okay. Wobei ich ja nicht verstehen kann, wie man sich da vorbeistehlen kann, wenn wir dem offensichtlich frontal gegenübertreten, aber egal. 19 Schadenspunkte, 6-facher Schaden durch die hinterhältige Angriff. Und dann alle auf den Knochengolem. Ja, ein Korgan macht schon ordentlich Schade wieder bei dem Kerler. Und... Jo. Das war's dann mit dem. 18.000 Erfahrungspunkte. Das ist schon ordentlich. So, bis dorthin war es sicher zu gehen. Jo, da ist wieder die nächste Fall. 3250 kriege ich auf dem Level. Das ist auch etwas, was keine andere Mischklasse erreichen kann. Also wenn wir irgendeinen NSC-Schurke oder Schurkenmagier nehmen würden, dann hätten wir bei weitem nicht so viel Erfahrung durch Falle, Entschärfe und durch Schlösserknacker als bei unserem reinen Schurke-Charakter. Huhu, es ist endlich jemand zum Spiele gekommen. Ja, jemand will mit uns spielen. Und nicht die spießige übergroße Fischkönig. Jawohl, der alte Fischkönig. Pfui, Teufel, kein bisschen Humor. Ach, vergessen's, aber jetzt, ihr Großleute wollt den Schatz, stimmt's? Großleute wollen immer den Drow-Schatz, ja. Ihr könnt den Drow-Schatz haben, oh ja. Aber ihr müsst erst unser Spiel spielen. Ihr müsst unser Spiel spielen. Was sagt ihr, Großleute? Ihr wollt den Schatz? Ihr wollt unser Spiel spielen, ja? Ach ja, komm. Ich spiele euer Spiel. Die Großleute wollen immer unser Spiel spielen. Hurra, 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 hurra. Alle Hauptgroßleute. Von jetzt an läuft unser Spiel. Da sind 5 Truhe hier mit nix drin. Vor jeder leeren Truhe wird ein berühmter Großleut stehen. Berühmte Großleute, oh ja, mächtige berühmte Großleute. Jeder berühmte Großleut wird euch ein Geschenk geben, das einem anderen berühmte Großleut gehört. Und sie werden Tipps geben, welches Geschenk ihnen gehört. Wenn ihr glaubt, ihr wisst, welches berühmte Großleute Geschenk gehört, legt ihr es einfach in die Leertruhe dahinter, ja? Ganz einfach. Sobald ihr alle abgelegt habt, kommt ihr und frochen. Wenn falsch, wir lachen euch aus. Wenn richtig, wir öffnen 6 die Truhe und ihr könnt garstig auslachen. Viel Spaß. Okay, wir beginnen jetzt. Okay. Jetzt erscheinen hier mehrere Leute, also wirklich mehrere Menschen oder mehrere Humanoide, sage ich jetzt mal. Und da haben wir zum Beispiel Elminster, der Auserwählte der Mystra, also der Magiegöttin. Das ist einer von der ganz großen Hausnummer in der Vergessenen Reiche und im ganzen Dungeons and Dragons. Kelben Schwarzstab, das war ein Schüler von Elminster, glaube ich, und ist der Erzmagier in Tiefwasser. Dann, das ist Alustriel, die sagt mir jetzt leider nichts. Das ist Drilsto Urden. Das ist ein Drow. Ein chaotisch guter Drow, der einzigste seiner Art ist sozusagen. Also alle anderen Drow sind normalerweise neutral böse.
Aber Drizzt ist an die Oberfläche gekommen, um gute Taten zu vollbringen und ist tatsächlich von chaotisch guter Gesinnung. Und einen Pir Gairon, den kenne ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber dann retten wir doch mal mit den Leuten. Hallo Elminster. Ich kann euch ein paar Tipps geben. Aber ich werde mich nicht in euer Schicksal einmischen. Der war in Baldur's Gate Ends auch mal kurzzeitig an unserer Seite. Aber nicht als spielbarer Charakter, aber so als Mentor. Der hat auch den Ziehvater von unserem Hauptcharakter gekannt, der Gorion. Ich bin Elminster, ihr kennt mich, der älteste Hexenmeister, der das Land bereist. Doch im Herz bin ich ein alter Mann und ich benötige einen Gegenstand, um den Zahn der Zeit aufzuhalten. Ich überreiche euch das geschwungene Schwert, ich bin zu alt, um zu kämpfen. Gibt's einen anderen Krieger, dessen Haut so schwarz wie die Nacht ist. Ja, das ist Dristo Urden, der kämpft nämlich mit 2 Krummsäbel. Und das Ding, wie wird denn das bezeichnet überhaupt? Einfach nur Krummsäbel. Die Nachkommenschaft des Fürsten des Todes ist dazu bestimmt, über Blutvergießen und Leid an ihr Erbe zu gelangen. Ihr Vater hofft darauf, dass nur ein Kind überlebt und sein Erbe antritt. Ich prophezeie euch, dass Baals Kinder sich in einem blutigen Massaker gegeneinander niedermetzeln werden. Interessant. Und es wird auf jeden Fall auch im Thron des Baal bestätigt. So viel kann ich sagen. Okay, was sagst du dann, Drizzt? Ja doch, ich höre euch ja. Ich bin Drizzt, ein Drow, der seine verhasste Heimat ohne verließ, um ein wahrer Held zu werden. Ich benötige etwas, eins von 2, mit dem ich viele bezwungen habe. Ich gebe euch einen Helm, Symbol, so sagt man mir, mit der Herrschaft in der Overwelt, in einer Stadt hoch im Norden und kalt. Tagebuch, 14. Island 1367. Heute hat Cormyr dem Eisenthron das Verbot auferlegt, innerhalb Cormyrs Grenzen zu handeln. Der Eisenthron ist ach so eine Handelsgesellschaft ursprünglich, hat aber auch viele Söldner mit dabei. Obwohl dies ein großer Schlag gegen den Eisenthron ist, bietet sich nun für Rieltar die günstige Gelegenheit, dem Hohen Rat des Throns mit seinem Antrag gegenüberzutreten. Wenn alles gut läuft, können wir die Operation in diesem Jahr beginnen. 25. Marpinot 1367. Daveorn hat eine Nachricht an Rieltar gesendet und ihn darüber informiert, dass die Minen bei Mandelwald trockengelegt und einsatzbereit sind. Diese Mitteilung müsste sehr helfen, den Hohen Rat des Throns zu überzeugen. Das ist wahrscheinlich aus Baldur's Gate Ends, wenn ich mir das so durchlese. Ja, das lese ich jetzt nicht alles durch, aber das ist auf jeden Fall aus Baldur's Gate Ends. Was ist dann das letzte? Es lief nicht alles genau nach Plan, aber ich werde die Situation noch retten können. Abdel Adrian ist auf dem Weg nach Baldurs Tor. Wenn ich ihn nach Kerzenburg locken könnte, hätte ich den perfekten Sündenbock. Mein Vater trifft sich dort mit den Rittern des Schilds. Wenn ich beweisen muss, dass ich des Erbes meines Vaters würdig bin, so muss es bald geschehen. Mein Vater hat alle meine Versuche unterbunden, die Feindschaft zwischen Am und Baldurs Tor zu schüren. Ich muss mich von ihm und seinen Gefährten befreien, wobei ich mir über eine Sache sicher bin. Nicht die Doppelgänger werden Rieltar töten, diese Ehre möchte ich für mich reservieren. Eine Garotte wäre, glaube ich, ideal für diesen Zweck. Oh, wie nett, so wurde irgendjemand erdrosselt dann. Aber es könnte aus Zarevoks Tagebuch stammen, weil dessen Vater ist ja eigentlich Baal, aber der hat sich eingeschmuggelt als Sohn vom Chef vom Eisenthron. Insofern könnte das von Zarevok sein, vom Endgegner aus dem ersten Baldur's Gate. Ich bin Pir Gairon, ein Paladin von Gott Tyr. Das ist so der rechtschaffen gute Paladin-Gott schlechthin. Und Fürst meiner nördlichen Lande. Wenn ihr wollt, legt ihr das Symbol meiner Herrschaft in meine Hand. Ich überreiche euch den Stab der tiefsten Dunkelheit, der schon viele bösartige Feinde gesehen hat. Er ist nicht mein Eigentum, aber ich sage euch, ihr kennt jemanden, den ich kenne. Ja, durchaus, weil Tiefwasser liegt auch im Norden. Und Kelben ist auch bekannt als Kelben-Schwarzstab. Das ist das Ding. Stecken. Okay, das ist einfach eine stinknormale Beschreibung davor, was so ein Stab ist. Und der Schwarzstab, den kriegt natürlich Kelben-Schwarzstab. Und was sagst du? Ich bin Kelben, ein mächtiger Zauberer, Selemons, der Herrscher der besten Stadt des Nordens. Ich brauche den Gegenstand, der mein liebster Name beliefert und ein zusätzliches Bä, wenn ich weggehe. Ich gebe euch den Anhänger aus Silber, denn er gehört jemand anderem. Lecken ihm jemand um den Hals, der zwar Schwester, aber nicht Mutter ist. Das kann ja wohl nur die hier sein. Moment, was haben wir dann überhaupt? Anhänger. Das ist ein kleiner, nicht besonders auffälliger Silberanhänger in Form eines winzigen Schwertes. Er hängt an einer grazilen Kette. Man trägt ihn wohl um den Nacken direkt auf der Haut. Ja, das ist so Ding, wie man es auch im Rätsel
Ich bin Alustriele, Tochter von Mystra, Annie von den Silberschwestern, Fürstin des Mondes. Gebt mir mein Symbol des Schwerts, geschenkt von meiner Mutter, von ihrer Heimat im Himmel herab. Ich gebe euch die Pfeife aus Wurzeln und Magie. Ihr Macht ist stark. Ich belüge euch nicht. Schenkt sie einem Mann stattdessen, der noch älter ist als ich. Und der deiner Mutter dient. Okay, das ist dann, Moment, ich will trotzdem nur den Text lesen. Pfeife. Das ist eine dunkle, grazil geschnitzte Meerschaumpfeife, die dazu verwendet wird, um Wurzelwerk und Pflanzen zu rauchen, die ätherische Öle enthalten. Offenbar wurde sie aus einer Felsulwurzel geschnitzt. Sie riecht leicht nach Schwefel und Zimt. Ja, das ist so das, was ich in meine Pfeife frage. Igitt. Okay. Oh, ihr habt alles richtig. Ihr habt uns reingelegt, aber gut. Oh, das Spiel ist schon vorbei. Okay. Wir halten's Geschäft. Ihr geht jetzt und öffnet die letzte Truhe. Und wir Teufelchen werden euch retten. Wir werden garstig auslachen. Oh, meine Güte, gehen und öffnen die Truhe, Großleid. 18.500 hat jeder für die Aufgabe gekriegt. Und eine Schreckspenst da drin. Ihr habt mich freigelassen. Aber, was ist das? Ich komme mit einer neuen Lebensenergie. Hihihihi, armer garstiger. Du kannst nichts machen, garstiger. Wir beschützen die Großleid. Pfff. Nee, ich bin so schwach. Hihi, das war lustig. Ihr seid spaßig, Großleid. Wir gehen jetzt. Okay, und drin haben wir Stiefel und Umhang. Ätherstiefel. Die Gelehrten von Kerzenburg haben schon oft hitzige Debatten darüber geführt, warum diese Stiefel angefertigt wurden. Einige sind der Ansicht, dass ein Adliger die Stiefel von einem ätherischen Liebhaber erhielt, damit sich die beiden regelmäßig zu einem Stelldich eintreffen konnten. Andere weisen trocken darauf hin, dass derartige Stiefel wohl für jeden Magier nützlich sind. Mithilfe der Stiefel kann er sich von den meisten Angriffen schützen und seine Gegner so ungestört mit Kampfzaubern eindecken. Besondere Fähigkeiten: Der Träger der Stiefel kann einmal täglich für 30 Sekunden ätherisch werden. Dadurch wird er gegen normale Angriffe immun, kann aber immer noch zaubern und mit Waffen angreifen. Ja, das klingt doch so, als wäre das etwas für Edwin. Perfekt. Das ist doch genau das Richtige für ihn. Und das ist, scheiße. Kann er natürlich nicht identifizieren. Und wir können es auch nicht. Das müssen wir dann später wieder beim Händler machen. Dann müssen wir jetzt nur noch dorthin gehen. Weil dort ist noch ein Betrachter. Der Zuschauer. Das speichern wir jetzt an, einmal bevor wir zum Zuschauer gehen. Das kann natürlich blutig enden oder wir können es freundlich lösen. Ich kümmere mich drum. Besucher. Es ist schon eine lange Zeit her, seit jemand hierher gekommen ist, abgesehen von der verrückten kleinen Schaukin. Mit der kann man keine fesselnde Gespräche führen. Aber ich sehe euch zögern. Zweifellos habt ihr von meiner Art schon gehört oder seid schon einem begegnet. Ihr nennt uns Betrachter, ja. Ich glaube, das ist der Ausdruck, den ihr verwendet. Ich bin jedoch ein besonderer Betrachter. Nicht ganz so wie die anderen, denen ihr vielleicht begegnet seid. Ich wurde an die Stelle gesetzt, um ein Ding zu behüten. Nur das Ende Ding. Ich will euch nicht angreifen. Es sei denn, ihr berührt, was ich behüt. Fast alles andere wenn ihr mögt. Sofern euch die Deivelche dort hinten nicht verrückt gemacht hätten. Was behütet ihr da eigentlich? Na, die Truhe hinter mir. Entschuldigung. Na, die Truhe hinter mir. Ihr dürft gern die andere mit der Deivelche öffnen oder sonst irgendwas machen. Ich bin nicht hier, um wegen der andere auch nur das Geringste zu tun. Ich glaube, die Schaukin haben die andere Truhe bereits vor langer Zeit ausgereibert. Sie hätten vielleicht anderes Zeug von sich hineingetan und glauben, ich würde Diebe verschrecken. Das erinnert mich an etwas. Ich habe den verrückten kleinen Schaukin versprochen, dass ich mich bemühe, den Eindringlinge abzuschrecken. Also, buh. Und das war ungefähr so viel Anstrengung, wie ich bereit bin reinzustecken. Das ist bislang eine ziemlich einfache Erfahrung. Einsame Erfahrung, wisst ihr. Okay. Eure Bestimmung ist mir gleich. Ihr seid immer noch ein Betrachter und ich werde euch vernichten. Ich meine, der spricht ja mit uns. Das ist doch schon mal was Besonderes. Gibt es eine Möglichkeit... Oh ne, wie kam es, dass ihr hierher versetzt wurdet? Ich wurde von einem irre kleinen Drow herbeibeschworen, der den Teil der Schaukin-Stadt vor langer Zeit eingenommen hat. Die Truhe ist ihm anscheinend äußerst wichtig. Die Schaukin haben angegriffen und er wollte nicht, dass er die Truhe kriegen, wenn er stirbt. Daher, kam ich ins Spiel mit dem 99-Jahres-Vertrag, nur noch 40 Jahre abzusitzen. Der Drow war eigentlich nicht unerhaltsamer als die Schaukin, aber er hat besser gerochen. Ich glaube nicht, dass ich je wieder Fisch runterkrieg. Ja, tja. Und was das Schlimmste ist, ich sitze hier mit der Deivelche vom Drow fest, die auch an den Ort gebunden sind, aber sich vor der Schaukin wegteleportieren.
Ich wünschte, die würden einfach verschwinden. Ich meine, ich kann sehr lang Verstecke spielen, ohne mich zu langweilen, aber die... Oh nee, elende Teufelsbastarde. Wie könnt ihr ohne Nase riechen? Was? Ihr denkt, ich kann nicht riechen, nur weil ich das große Ach bin? Das große Ach bin? Das wisst ihr eigentlich über Magie. Ihr seid fast so schlimm wie die Teufelchen. Was bewacht er jetzt dann genau? Okay, immer noch die Truhe hinter mir, bla 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 bla. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich euch von eurer Aufgabe erlösen kann? Oh, das ist ja goldig. Todesvergriffe. Es gibt keine Möglichkeit, die 40 Jahre, die mir noch bleiben, zu verkürzen. Und ich bin nicht scharf drauf, jetzt schon mit der anderen Seite Bekanntschaft zu machen. Wisst ihr überhaupt, was in der Truhe ist, die ihr hütet? Ja, keine Ahnung, ich empfehle es aber nicht anzufassen. Ich habe zwar seit langer Zeit keine richtige Trubel hier, aber ich verspüre keinen Drang zu töten, müsst ihr wissen. Seid ihr sicher, dass ich nicht sehen kann, was in der Truhe ist? Was? Habt ihr so dringende Bedarf oder was? Habt ihr einen sterbenden Verwandten, der verzweifelt braucht, was in der Truhe ist? Ah, ich hab's. Ihr müsst's einfach haben, was in der Truhe ist. Stimmt's? Weil wenn es ein Betrachter bewacht, muss es einfach toll sein. Denken dran, der Drow, der mich gerufen hat, dass der verrückt war. Aber hey, wer bin ich, ihr Urteil drüber zu fällen? Ich spiele seit 60 Jahren mit ein paar Parteiwilche Tic-Tac-Toe. Oh, falls ihr noch keine Antwort rausgehört habt. Nee, ihr dürft nicht sehen, was in der Truhe ist. Der Drow hat mich ausdrücklich hergerufen, um die Truhe zu bewachen. Wartet mal, Kreatur. Sagt mir, hat dieser Drow-Magier euch herbeigerufen, damit er die Truhe bewacht, oder dass was drin ist? Naja, er hat meine Truhe gekrischt. Wenn ich mich recht erinnere, im gleichen Augenblick wurde aber ein Speer durch seinen Brustkorb gestoßen. Ich vermute, Mensch, als er von seiner Truhe gesprochen hat, hat die gemeint, als er von seiner Truhe gesprochen hat. Und es bedeutet, ich kann sie euch nicht öffnen, oder irgendwer müsste mitmachen lassen. Ach, wenn ich nicht das behüt, was drin ist. Aber das bedeutet, dass ihr sie nicht öffnen könnt, oder? Dann könnt ich bekommen, was drin ist, ohne sie zu berühren. Hey, du habt ja wahrscheinlich recht. Ich habe mich auch schon gefreut, was da wohl drin ist. Ich sag euch was. Ich werde mich noch eine Minute länger froh und ihr gucken mal rein, okay? Alles klar, dann machen wir das doch mal. Und da ist was drin. Das ist es. So was Dummes. Ihr habt sicherlich gedacht, die ganze Zukunft der Drow-Rasse hängt davor ab oder so ähnlich, so wie der verrückte Drow gekrischt hat. Ich vermute, ich muss mich jetzt drauf verlegen, die nächste 40 Jahre lang eine vollkommen leere Truhe zu hüten. Ja, ja. Ha! Als ein Magier kann ich euch sagen, dass die Drow sich das nie wünschen würden. Es gibt keinen Grund, eine leere Kiste zu bewachen, Betrachter. Ha! Wissen ihr? Ihr habt vollkommen recht. Nicht mal der Drow-Zauberer wird wollen, dass ich eine leere Truhe bewache. Das ist ja nicht nur schön, die Truhe. Es gibt keinen Grund, dass der Rat, der Betrachter, die aufgeblasene Säcke für mich die Einhaltung von dem Vertrag noch verantwortlich machen können. Ich bin frei, yippie. Was ist denn jetzt zu tun? Die Teufelchen ausmerzen, jawohl. Die Bastarde verdienen den Tod. Aber zuerst werde ich mal was essen. Ihr habt keine Ahnung, wie hungrig ich bin. Sehr schön, 15.000 Erfahrung gibt es noch und Anomen hat noch ein Level erreicht. Und der Betrachter ist jetzt sehr beschäftigt. Und fort ist er. Dann können wir jetzt auch Anomen aufleveln. Der hat noch zusätzliche Waffefertigkeit gekriegt. Und Priesterzauber bei 3, 5 und 6. Und 2 Trefferpunkte sowie ein Sagenkunde mehr. Das können wir auf jeden Fall auch noch erhöhen. Dann können wir Flegel auf jeden Fall nochmal um Ends erhöhen, würde ich sagen. Dann kann er doch nämlich richtig gut Schade reißen mit dem Ding. Der steigt ja alles nach auf, das ist ja Wahnsinn. Okay, Abdel Adrian ist ja genauso wahnsinnig, was die Aufstiege angeht. Er ist ja auch schon auf Level 20, Corgi auf Level 17. Aber meine Fresse, das sind schon richtig harte Hausnummern. Viconia kommt auch bald dran und Edwin braucht noch eine Weile. Sagt mir, was zu tun Ja, ist. die sind so allmählich richtig harte schon Hausnummern, geschehen. war er. Muss man echt sagen. So. Was war jetzt drin? Sekulas Zahn. Nur der riesige Heidzahn, der angeblich vom Shaogin-Gott Sekula zurückgelassen wurde, kann den Weg zum Lager des Rebellenprinzen öffnen. Sehr schön. Und ich würde eigentlich sagen, ab hier wird das Spiel Baldur's Gate 2 eigentlich richtig spannend. Weil
Jetzt sind wir abseits von dem, von dem Stinknormaler. Man ist irgendwo in einer Stadt unterwegs, macht Aufträge für diverse Leute. Jetzt ist man mal an einer Stelle angelangt, wo es richtig interessant wird, wie ich finde. So, weil hier ist man Ich bin dabei. wo ganz anders. Hier steckt man irgendwo fest, wo man auf seine Fähigkeiten angewiesen ist. Und hier hat man wirklich nur einen Plot, den man verfolgt. Und zwar, komm raus um jeden Preis. Aus der Scheiße hier, überlebst. Hier haben wir noch ein... Das ist ein Schutzumhang plus 2. Okay. Ich glaube, die anderen Hände alle... Ah, der Edwin. Dem könnte das stehen. Wenn der sowieso so einen normalen Schutzumhang hat. Gucken wir doch mal, ob er den 8 tragen kann. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Das ist doch schon mal eine Verbesserung. Der hat nur einen Schutzumhang plus 1 getragen, was die RK um 1 verringert hat. Und jetzt können wir die RK nochmal um 1 verringern durch den besseren Schutzumhang. Dann können wir den Schampel nämlich verkaufen. Das ist eh so ein Schampel, den kein Mensch haben will. Und Abdel Adrian macht anscheinend hier richtig gute Preise. Wahrscheinlich liegt es auch an seinem Charisma von 20, dass der hier richtig gute Preise erzielt. Wenn es Okay. denn sein muss. Jetzt sind wir so weit, dass wir uns das alles nochmal angucken können. Und hier scheinen wohl Rebellentruppe zu sein. Die Muschel erhebt sich aus der Tiefe vom Becken. Ihr könnt nicht wirklich sagen, wodurch die gestützt wird. Ich will auch nicht wirklich wissen, ob du nicht wirklich vielleicht sogar noch eine Muschel drunter liegt oder so. Das mir zu übertragen. Also. Sagt mir, was zu tun der Rede wert. Also ich muss auch sagen, Korkan hat irgendwie, was weiß ich, wie viel hat er gemacht? Ich glaube, 300 irgendwas oder was für die beißende Pfeile oder 900 und Abdel Adrian hat du, glaube ich, 2000 oder was dafür kriegt. Also ich glaube, ich lasse ihn so Zeug dann auch in Zukunft verkaufen. Welche armen Idioten anheuern können, die die Drecksarbeit für uns erledigen? Ja, komm schon. Das hier ist wirklich kein Platz für einen Mann meiner Ja, wie viel Bedeutung. hat er dann? Leise bewegen, verstecken, leise bewegen 130. Das müsste eigentlich recht gut klappen. Ich werde ungern zuschlagen. So, da haben diese Dinger anscheinend echt mehr... Haben diese Dinger offenbar mehr bewirkt, als ich gedacht habe. Ich glaube, das der hinterste Mark, ja. So, jetzt schlachten wir erstmal die alle ab. Ja, Und ab dann hier noch. So, 85 Schadenspunkte gemacht. Und die schnetzeln auch noch mit irgendwas rum. Gut, er macht den hier platt. sagt mir, was zu tun ist. Und dann kann man uns dennoch vorknöpfen. Und ich finde auch, die Musik wird hier sehr episch in den Bosskämpfe. In den Bosskämpfe, sage ich. In den Gegnerkämpfe hier. Also es ist schon deutlich epischer als vorher. Ich warte. Und dann schlachten wir noch den hier ab. Rebell. Ich war ja blutkoster Menschling. Oder nicht. Zeig die Richtung mit dem Schwert und ich werde Und angreifen. das plündern wir auch noch. Dann schnitzen wir noch den hier ab. Und die normale Schau gehen, das sind anscheinend die vom König. Und die klagen wohl nicht so sehr, dass wir die auserwählte Säkulars sind. Naja, das können sie jetzt mal büßen. Und der ist hinüber und der gleich auch. Sehr schön. Und niedergemacht. Gut, habt ihr noch irgendwas Tolles bei euch? Silber Goldstücke. Ja, es ist etwas popelig und erbärmlich, aber ich nehme alles, was ich kriegen kann. Oh, nett. Ein riesiges, aufgerissenes Maul erhebt sich auf dem Wasser und bildet einen Altar. Es scheint sich hier um einen Tempel des Shaogin-Gottes Säkular zu handeln. Er wurde erst vor kurzem verlassen, vermutlich wegen der Invasion der Rebellen. So. Das ist schon geil gemacht. Aha, wo ist einer? Der ist sehr, sehr wichtig. Ich warte. Du bleibst jetzt mal hier stehen und schießt mal da drauf. Anomen, du dort. Und du tauschst mal den... Oh, scheiße, jetzt haben wir die... Okay, jetzt habe ich ihr Fernkampfwaffe verkauft. Na, egal. Egal. Komm, du attackierst Vertrauen ist 18. etwas für Narren. Und Edwin, du attackierst die 8 mit. Oh, hoppla. Das sollte ich eventuell dorthin gehen. Damit der Shaogin sich wieder um Korkan kümmert.
Gut, ihr macht jetzt mal den platt. Und Korgan hat den platt gewalzt. Korgan macht den hier mit. Und jetzt hilfen wir mal. Und zeigt mir mal, wie das richtig geht. Sehr schön. Gut. Ausgezeichnet. Sag mir, was zu tun ist. Kommt schon. Rebell verursacht 14 Schadenspunkte bei Shaogin. Ah, nicht schlecht. Ich bin beschäftigt. Ich warte. Okay, jetzt plündern wir aber vorher noch. Weil du hat einer was sehr Interessantes dabei, vor allem der hier. Der hat das richtig Interessante hier dabei. Spiegelumhang. Obwohl sich das Material des Umhangs wie normaler Stoff anfühlt, wurde der glänzende Umhang schon des Öfteren als gewebtes Wasser bezeichnet. Die mächtige Magie, die in dem Umhang schlummert, wird offensichtlich, wenn der Träger zum Ziel eines direkten magischen Angriffs wird und aller Schaden auf den Angreifer reflektiert wird. Besondere Fähigkeiten reflektiert allen Schaden, der von Zaubern verursacht wird, auf den Angreifer zurück. Davon sind alle Zauber betroffen, die direkten Schaden verursachen, wie beispielsweise magisches Geschoss, Zauber, die dazu dienen, den Gegner auszuschalten, ohne Schaden zu verursachen, wie beispielsweise Personen festhalten, werden vom Umhang nicht abgewehrt. Aber ich würde sagen, das ist doch perfekt für unseren Krieger. Der ist sowieso immer ganz vorne, der leitet A-Griffe, wenn Abdel Adrian nicht gerade eingreift und ein hinterhältiger A-Griff startet. Und das ist doch perfekt hier für Ich ihn. hoffe, das bringt was. Ah, hier schlachten sie sich nochmal ab. Dann schnetzeln wir doch mal zuerst die vom König ab. Vom Erdreich bis zum Meer, die Knochen der Gefallenen sei mir gewährt, dass unsere Feinde vor uns fallen. Okay. Also die immer sofort töten, Mistviecher. Eklige Gule. Schon wieder einer. Das sind aber Dämonen. Ruf die Anguilans herbei, wir werden überrennt. Okay. Also die Lazedon oder Lakedon, die zählen als Dämon auf jeden Fall. Das sind keine Untote. Auch wenn sie wie Düsterschrecken dargestellt sind. Beziehungsweise wenn sie wie Dämonen dargestellt sind. Korgan, hilfe mal. Und Anomen, heilt doch mal bitte die Krankheit vom Edwin. Wenn das noch drin ist. Ja. Oh, Edwin. Alter. Auf euren Befehl hin werde ich vor. Und jetzt würde ich sagen, macht er mal kritische Wunden heilen. Der hat nur noch einen Trefferpunkt übrig. Aber das war echt nur Rettung in letzter Sekunde. Gewitter erleid. Abdel Adrian kriegt auch noch was ab. Meine Fresse. Ich bin dabei, ja? Okay. Wenn es denn sein muss. Dann würde ich sagen, ich sammle hier noch die Überrest-Ei, was es hier noch so gibt. Und setze dann wieder meinen Cut für heute. So, da sind wir schon gewesen. Das ist doch auch optimal. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig, wo wir dann weiter Richtung Rebelle gehen werden. Also, Sagt mir, was zu tun ist. machen's gut. Und bis morgen dann. Euer Yankee.